Der japanische Außenminister Hayashi und sein amerikanischer Kollege einigten sich darauf, die einseitige Haltung Pekings bezüglich des Ostchinesischen Meeres nicht hinzunehmen. Beide Minister einigten sich auf eine engere Zusammenarbeit. Ein russischer Einmarsch in die Ukraine werde massive Konsequenzen haben, warnen die G7-Staaten bei ihrem Treffen in Liverpool. Doch nicht nur das Agieren Moskaus war dort Thema, sondern auch die Lage in China. Der Sprecher der Taliban, Zabiullah Mujahid, sagte im Beisein des chinesischen Botschafters in Kabul, dass die Taliban China darum bitten, sie offiziell als Regierung anzuerkennen. Das Gesetz, was das Betreten von Gerichtsräumen mit Kopftuch in Belgien verbietet, wurde nun geändert. Nachdem die belgische Regierung von NGOs darauf aufmerksam gemacht wurde, änderte die Regierung diesen Paragraphen. Nach Angaben von Naftali Bennett's Büro ist Montag ein Treffen mit Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan geplant, Kronprinz von Abu Dhabi und faktischer Herrscher der Emirate. Bei dem Gespräch soll es um eine Vertiefung der Beziehungen beider Länder sowie wirtschaftliche und regionale Fragen gehen. Die Europäische Kommission hat im Streit zwischen Frankreich und Großbritannien um Fischereirechte im Ärmelkanal einen Durchbruch verkündet. Zuvor hatte die britische Regierung kurz nach Ablauf einer Frist 18 weitere Lizenzen an EU-Schiffe für das Fischen in britischen Gewässern sowie 5 vor der Kanalinsel Jersey vergeben, wie die EU-Kommission mitteilte. Gestern war der 93. Jahrestag des verstorbenen kirgisischen Autors Cengiz Aytmatov. Ihm zu Ehren wurde eine Gedenkfeier in Kirgisien zelebriert.